Damen und Herren, bevor es zum offiziellen Teil dieser Veranstaltung heute kommt, würde ich Sie bitten, sich zu erheben, anlässlich der vergangenen Anschläge in Istanbul und auch all der ganzen Anschläge, die in letzter Zeit leider allzu häufig vorkommen, bitte ich Sie um eine kurze Gedenkminute. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Referenten, die wir auch im Laufe des Tages noch näher kennenlernen werden, lieber Herr SPD-Stadtratsmitglied, Herr Jumali Nas, vom amerikanischen Konsulat, Frau Helga Krüger, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung zur Ilham Tohti und die Rechte der Uiguren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich weiß nicht, wollen wir mit der Technik irgendwas ändern, damit es nicht so halt vom Echo her die ganze Zeit. Ja. Das ist wiederholt. Dann bitte ich mich bis jetzt noch kurz zu entschuldigen und ich mache dann derweil weiter. Mein Name ist Ulajan und ich möchte Ihnen kurz sagen, zum Hintergrund dieser Veranstaltung heute. Es ist anlässlich des Tages, der Tag der Menschenrechte, den wir vergangenen Samstag hatten, sind wir heute hier zusammengekommen, um über die Causa von Professor Ilham Tohti zu sprechen, der in China unter Haft steht. Tohti wurde verhaftet und auf lebenslang verurteilt. Ganz einfach warum, beziehungsweise warum, denn sein Verbrechen. Er sprach sich für die Menschenrechte seines Volkes aus, warb für Freundschaft und Harmonie gegenüber andersethnischer und religiöser Gruppen und forderte die Umsetzung der eigentlichen Gesetze, die in China ja auch bestehen. Sachen, die für uns höchstwahrscheinlich unvorstellbar sind, weshalb man wegen so etwas für lebenslange Haft bekommt. Im Rahmen dieser Konferenz feiern wir aber auch heute die offizielle Gründung der Ilham Tohti Initiative. Dieser e.V. setzt sich für die Freilassung Tohtis ein, unterstützt seine Ideen und möchte die Missachtung der Menschenrechte dem uigurischen Volk auf internationaler Ebene der Welt vorstellen. Meine Damen und Herren, das war nur ein kurzer Einblick von mir. Nun kommen wir zur Gastgeberin der heutigen Veranstaltung, zu einer Person, die schon seit vielen, vielen Jahren sich als Freundin der Uiguren bezeichnen kann. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für unsere heutige Gastgeberin und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Margarete Bause. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Munich and welcome to the Bavarian Parliament. Welcome to our conference, Ilham Tohti and the situation of the human rights of the Uyghur. So, jetzt will ich weiter. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass so viele hochrangige Gäste hier zu dieser Konferenz gekommen sind, von weit her, aus den Vereinigten Staaten, aus Taiwan, aus Frankreich, aus Italien. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen der internationalen Solidarität und des Einsatzes für die Menschenrechte. Ich hätte gern Rabia Kader begrüßt. Sie hatte kurz zugesagt, aber konnte dann leider doch nicht kommen. Sie war aber vor 2 Wochen war sie auch hier in München und ich konnte auch kurz mit ihr sprechen. Ich begrüße Erkin Aktekin, den ehemaligen Präsidenten des Uigurischen Weltkongresses. Wo ist er? Ja.
Nun ISA, den Generalsekretär Louisa Grief, die Vizepräsidentin of National Endowment for Democracy aus Washington, Lucia Perucci von der Organisation der unrepräsentierten Völker und Nationen aus Italien, herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Seit vielen Jahren machen wir gemeinsam Politik und treffen uns auch immer wieder bei Veranstaltungen für die Rechte der Uiguren. Verschiedene andere Persönlichkeiten, die heute im Laufe des Tages hier auch noch Vorträge halten werden und bei den Diskussionen dabei sein werden. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich alle Zeit genommen haben und dass Sie den Weg zu dieser Konferenz gefunden haben. Wir freuen uns sehr darüber. Herrn Rindersbacher, der ein kurzes Grußwort sprechen wollte, muss ich leider absagen. Herr Rindersbacher ist Kollege hier im Landtag, der Vorsitzende der SPD-Fraktion hier im Bayerischen Landtag. Er hat uns zugesagt, musste uns heute leider kurzfristig absagen, aber auch er ist jemand, der immer solidarisch ist und mit dem wir gemeinsam in dieser Sache bisher auch schon uns engagiert haben. Mein herzlicher Dank für die Initiative zu dieser Veranstaltung gilt Endercan, für die Ilham Tohti-Initiative. Endercan, herzlichen Dank für Ihr Engagement und für Ihren Einsatz. Ja, zusammen, ist das überhaupt an? Schon, ne? Bitte? Ja. Zusammen mit der Ilham Tohti-Initiative der Gesellschaft für bedrohte Völker und der UNPO veranstalten wir heute diese Konferenz anlässlich des Tages der Menschenrechte. Und es ist nicht die erste Veranstaltung, die wir hier im Bayerischen Landtag zur Situation der Uiguren machen. Ich selber bin seit 10 Jahren engagiert für die Rechte der Uiguren. Vor 10 Jahren, als Rabia Kader zum ersten Mal zur Präsidentin des Weltkongresses gewählt wurde, hier in München, und ich mich zum ersten Mal mit der Situation der Uiguren auseinandergesetzt habe, beschäftigt habe, ja, ironischerweise eigentlich erst durch die Initiative des chinesischen Generalkonsulates hier in München, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, in einer für das Verhältnis zwischen Uiguren und Han-Chinesen vielleicht typischen Weise. Das chinesische Generalkonsulat wollte mich abbringen davon, dass ich zur Veranstaltung des Weltkongresses der Uiguren gehe. Da wusste ich noch gar nicht, wer die Uiguren sind und wie ihr Schicksal ist. Der chinesische Generalkonsul kam zu mir in den Landtag, hatte eine Liste mit Gästen, der grünen Fraktion, die zu dieser Veranstaltung eingeladen waren. Das wusste ich selber gar nicht, wer alles eingeladen war. Und versuchte Druck zu machen, wenn ich zu dieser Veranstaltung ginge, dann seien die guten bayerisch-chinesischen Beziehungen in Gefahr und es seien alle Terroristen. Und man bitte mich inständig, zu dieser Veranstaltung nicht zu gehen. Ich muss sagen, so eine Dreistigkeit habe ich bisher in meinem politischen Leben nicht erlebt, dass Diplomaten hier in den Bayerischen Landtag kommen und eine gewählte bayerische Abgeordnete versuchen, unter Druck zu setzen, nicht zu einer Veranstaltung zu gehen. Und das hat mein Interesse geweckt für das Schicksal der Uiguren. Ich habe damals auch Strafanzeige erstattet wegen Spionagetätigkeit. Das ist dann zwar leider eingestellt worden, aber es hat dazu geführt, dass nicht nur ich persönlich mich für die Rechte der Uiguren einsetze, sondern dass darüber natürlich auch in vielen Medien, deutschen Medien, berichtet wurde und damit eine größere Öffentlichkeit über die Situation und das Schicksal der Uiguren auch unterrichtet wurden. Ich habe in der Folge dieser in der Folge dann mehrere Kongresse hier veranstaltet, zum Beispiel anlässlich der Olympischen Spiele in Beijing hatten wir hier eine große Veranstaltung zur Situation der Minderheiten, zur Situation der Menschenrechte in China. Rabia Kadir war damals mit dabei. Vor 2 Jahren hatten wir eine internationale Menschenrechtskonferenz, auch hier im Bayerischen Landtag mit der UNPO. Zur Situation der Minderheiten und auch der Uiguren. Und ich habe damals versprochen, dass wir an dem Thema dranbleiben, und das tun wir auch. Über die Situation der Uiguren werden wir heute im Laufe des Tages aus berufenem Munde noch vieles hören.
glaube, oder auf eines will ich nur hinweisen, dass im Moment die Repressionsschrauben nochmal angezogen werden. Sieht man auch daran, dass China den Uiguren in Xinjiang die Pässe entzieht. Eine weitere Repressionsmaßnahme, die auf eine weitere Eskalation befürchten lässt. Und ich glaube, dass es wichtiger denn je ist, dass wir uns außerhalb Chinas, dass sich demokratische Politikerinnen und Politiker, Menschenrechtsorganisationen, NGOs einsetzen für die Rechte von Minderheiten und für eine friedliche Koexistenz in China. Warum steht Ilham Tohti im Mittelpunkt dieser Veranstaltung? Ich muss es Ihnen nicht sagen. Ilham Tohti ist einer der bekanntesten und profiliertesten Menschenrechtsaktivisten und Bürgerrechtler in ganz China. Er ist ein sehr angesehener Wirtschaftswissenschaftler. Er ist selbst Uigure und er hat sich seit über 20 Jahren für die Gleichberechtigung der uigurischen Minderheit in China eingesetzt. Er hat immer wieder an die chinesische Regierung appelliert, die bestehenden Autonomiegesetze einzuhalten. Er hat sich immer für eine friedliche Koexistenz eingesetzt, für ein friedliches Miteinander, für den Dialog, für den Austausch, für die Versöhnung mit den Han-Chinesen in Xinjiang. Und er hat immer Gewalt und Separatismus abgelehnt. Umso bedrohlicher ist es, dass er als eine Stimme der Gemäßigten inhaftiert wurde, dass er vor 2 Jahren zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde, wegen Separatismus. Das ist der Vorwurf gegen ihn. Und das bedeutet, dass auch die Verfechter einer friedlichen Lösung in China nicht sicher sind. China hat mit seiner Verurteilung gezeigt, dass es an einem Dialog kein Interesse hat. Wir hatten auch hier in München die chinesische Generalkonsulin zu dieser Veranstaltung eingeladen, haben aber leider überhaupt keine Reaktion darauf bekommen. Ich hätte es gut gefunden, dass man sich fast außerhalb Chinas auch zusammensetzen kann und mal überlegen kann, was für Perspektiven gibt es überhaupt. Und selbst wenn man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, kann man auch gar nicht erwarten, aber dass man zumindest mal das Gespräch sucht. Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür. Ich glaube, da ist auch noch ziemlich viel Arbeit und ziemlich viel Engagement nötig, damit es zu Gesprächen kommt. Umso wichtiger ist es, dass wir die internationale Aufmerksamkeit bekommen, dass der internationale Protest gehört wird. Und umso wichtiger ist der internationale Einsatz für die Freilassung von Ilham Tohti. Ilham Tohti hat am 11. Oktober diesen Jahres in Genf den anerkannten Martin Enners Award bekommen von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, unter anderem von Amnesty International und Human Rights Award, für seinen gewaltfreien Einsatz für die Rechte der Uiguren. Er ist nominiert für den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments und all das sind wichtige Initiativen, um auf sein Schicksal hinzuweisen, um auf das Schicksal seines Volkes hinzuweisen und natürlich Druck aufzubauen für seine Freilassung. Ich finde, es ist wichtig, dass die demokratischen Länder sich stark machen für eine friedliche Koexistenz der ethnischen Gruppen und für eine demokratische Zukunft Chinas. Und das soll auch die Botschaft dieser Veranstaltung sein. Und ich fordere alle verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in den demokratischen Ländern, in Europa, in den Vereinigten Staaten, auf, sich dafür einzusetzen, sich für die Freilassung Ilham Tohtis stark zu machen. Ich fordere hier in Deutschland insbesondere Angela Merkel und hier in Bayern den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer auf, bei den verschiedensten Gesprächskontakten, Delegationen, Konsultationen, Staatsbesuchen, das Thema Menschenrechte an die erste Stelle zu setzen und es nicht den Wirtschaftsinteressen unterzuordnen. Und ich fordere Angela Merkel und Horst Seehofer auf, den Namen